One-way ticket to the blue. 7. Jahre. Ja. Ist doch. Nimmst du schon mit? Ja, ich nehme schon noch. Ich jetzt mal eine ratlose Gesichtsausdruck hat. Ich wusste gerade nicht, was du singst. One-way ticket, kennst du es nicht? Nee. Du gibst nur bei Google ein oder bei YouTube oder weiß ich was. Statt Kälte, ha? Ja. Ja, bin ein bisschen angeschlagen. Aber du hörst dich auch genauso an eigentlich. Ja, wir haben all die Rotz, kann es sein. Wir sind all kaputt. Ja, wahrscheinlich war es von gestern, Fußgängerheim. Fußgängerheim hat so gerockt, dass wir komplett ausgelutscht und fertig sind jetzt. Ja. Könnte wahrscheinlich der Grund dafür sein. Ja. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben genug Möglichkeiten, um den Rotz hier aufzufangen, weil es gibt neue T-Shirts. Schon wieder. Ja. Was heißt schon wieder? Komm, Wann war das letzte Mal ein neues T-Shirt, bitte? Ah, stimmt. Wir haben dieses Also Jahr noch das gar letzte keins neue gehabt, T-Shirt, das ich präsentiert habe, das war hier noch, wie es frisch aus dem Kühlschrank kam. Ja, stimmt. Und das ist war auch schon vor länger 7 her. Jahren. Oder vor 6. Durch die ganze Batterie. Und es war aber, glaube ich, das gleiche wie das. Das gleiche? Ja, weißt du noch? Olxen Knopf. Stimmt. Ja. Ja. Jetzt gibt's hier was Neues. Was steht Und da zwar drauf? steht da drauf Zanken Excess. Ja, genau. Also ich kann es auch nicht so richtig lesen. Von hier aus zumindest nicht. Ich glaube, das macht nur Sinn, wenn man auf dem Waschmarkt steht, also aus 30 Meter Entfernung oder sowas. Und dann jemand sieht, der das anhat auf dem Rücken. Auf jeden Fall, es ist eine Wertschätzung und es ist eine Liebeserklärung an unseren lieben neuen Schlagzeuger, an der Alex. Weil war immer traurig, dass er nicht mit auf dem T-Shirt drauf ist. Und jetzt ist er endlich mit drauf. Ja, das hat er dir auch gesagt, gell? Das hat er mir, ja, er hat mir sehr deutlich gesagt, dass er das ganz schön findet. Und wir haben gedacht, bevor er fortläuft, ja, machen wir halt ein T-Shirt. Da haben wir wenigstens, da bleibt er wenigstens so lange, bis wir keine T-Shirts mehr haben. Also Ja. nächste Woche. Nächste Woche. Also genau, nächste Woche. Konzert. Weil was Alex nicht weiß, ist, wir haben 100 Stück gemacht. Und eins davon steht Alex drauf, auf der andere steht alles, ich weiß nicht, ich glaube Biene, was steht da drauf? Wenn ihr der Alex seht, dreht euch rum, wenn ihr das T-Shirt auf, darfst nicht wissen. Er ist halt sensibel. Okay, wir Auch verfolgen. so ein lieber Kerl, aber ist halt arg sensibel. Oh, der Telefon klingelt. Ich glaube, es ist Angela Merkel wahrscheinlich. Oder, Angela. nee, es war jetzt ein Friedensnobelpreisverleihung oder so. Vielleicht hast du nur einen. Hast du? Alex, hey ihr Deppen. Was, echt? Nee, Quatsch. Hey ihr Deppen, ich hab Hey, ihr das gerade Deppen. live gesehen. Ihr seid Schweine. Haut auf. Alex, hey Feinripp, ich komm. Der guckt gerade bei seiner Frau und schreibt uns sowas. Monchi, du weißt, es ist nur nicht 22 Uhr. Ja, aber Es trotzdem ist kann er schon sowas 10, nicht aber halt schreiben. morgens um 10 ist jetzt gerade wahrscheinlich, ne? Ja, nicht schlimm. Ne, jetzt mal ehrlich. Was ist denn, was steht an? Fußgönnerheim war geil. Ja. Wir haben, wie der Philipp sagt, der Lade grad gemacht. Was kommt als nächstes eigentlich dran? Ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt eine ziemlich Wir haben jetzt eine Lücke. kreative Phase. Nicht Ja. Lücke. Monchi, Ach so. du bist doch ausgebildet in dieser positive Beratungsdinger. Genau, genau. Kurzzeitberatung. Genau. Ja? Also so wie Kurzzeitzimmer im Hotel. Ne, das war was anderes. Kurzzeitberatung. Genau. Kurzzeitberatung. Und Du's Reframer heißt das. Das heißt umdeute. Du jetzt die Moment, Lücke du kannst umdeute. Englisch? Ist das eigentlich Englisch? Ich hab mir das war Spanisch. ja, nee, das ist eigentlich schon wieder Deutsch. Ah. Wahrscheinlich haben es die Engländer so wie Handy, haben es noch nie gehört. Aber die Deutsche denken halt, ne, egal. Schon wieder. Das ist der Alex. Das ist der Alex. Vor allen Dingen weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was ich sage. Aber doch, ich wollte sagen, nicht reframen, wir müssen uns gar nicht groß umdeuten, sondern es ist einfach so, man muss immer das Positive betonen. Man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Genau. Ja? Und man muss einfach immer das Gute sehen. Und das Gute ist, dass wir jetzt Zeit haben, die neue Songs vorzubereiten, weil wir haben ungefähr
ungelogen 8 oder 9 Songs in der Schublade liegen. Fertig. Nicht nur in der Schublade, die stehen schon hier, die liegen im Kühlschrank drin. Die sind ganz frisch und warten drauf, gerade rausgeholt zu werden und dann live präsentiert zu werden. Und das machen wir im November. Ja. Dann geht's richtig ab. Ja. Wir haben noch so viel vor. Wir haben zu wenig Zeit, weißt du das? Definitiv. Ein Leben ist nicht genug. Ein Feinripp-Leben. Palzrock-Leben ist definitiv nicht genug, ja. Das stimmt, wirklich. So. Ist halt auch das Problem, dass so 5 extrem kreativ, na gut, okay, 4. Na gut, Okay, 3. Ach, ein Haufen extrem motivierte und fantasievolle Leute hier in der Band sind. Ja. Muss man wirklich sagen. Sind wir mal gespannt, was dieses Jahr noch kommt. Ja, Ja. ganz, ganz viel. Vor allem ja, neue T-Shirts. neue T-Shirts. Man kann sich auch die Nase mitputzen. Aber Ja. macht's nicht. Macht's Viel zu nicht. schnell. Es ist wunderschön. Wolltest du nicht noch was zum Ding sagen? Zum was? Zum 3.12.? Oh, Feinripp. www.palzrock.de